Grüß dich Gott, Traudl. Franzl, wenn dich der Papa sieht. Warum, wo ist er denn? Noch im Bett. Was jetzt noch? Du Nein ist, die Bauern sind schon wieder miert. Ja, der Papa ist gestern wieder recht spät heimgekommen. Ja, das kann ich mir denken. Ja, und wo ist deine Mutter? Im Stall drüben bei die Kalben. Da kann ich ja reinkommen, darf ich? Ja, aber dass die auch der Papa nicht sieht. Grüß dich. Du hast vielleicht eine Courage. Das muss man da lassen. Warum? Hast du mit deinen Eltern noch nicht geredet? Und ihnen gesagt, wie es um uns zwei steht? Doch. Gestern auf die Nacht habe ich der Mama alles gesagt. Aber der Papa weiß noch nichts. Ja, und was hat deine Mutter gesagt? Wie sagt das? Die hat vielleicht einen Schrecken gekriegt. Um Gottes Willen hat sie gesagt. Dann hat sie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gewarnt hat sie. Was? Gewarnt hat's? Ja, du weißt das ja, wie es ist, Franzl. Solange sich unsere Väter nicht vertrauen, konnte Mama auch nicht Ja sagen. Ja, mein Vater wäre schon bereit, sich mit den Deinen auszuziehen. Auf jeden Fall hat er das gesagt, wie ich ihm eingestanden habe, dass wir zwei uns heimlich verlobt haben. Glaubst du, es ist wirklich ein Kreuz mit den zwei? Seit über 20 Jahren streiten sie jetzt miteinander, die alten Eseln. Ja. Es wird jetzt wirklich bald Zeit, dass ein End gemacht wird damit. An meinem Vater liegt's nicht, das weißt. Dein Vater ist der Sturschädel und stinkert immer rum. Ja, und wir Jungen sollen dafür büßen. Ja, das sieht mein Vater auch ein. Darum will er von sich aus einen Anfang machen und den Streit ein Ende bereiten. Hat er das gesagt? Ja, einer muss einmal den Anfang machen, hat er gesagt. Na, erstens ist ja der Streit schon über 20 Jahre her. Und zweitens hat deine Mutter ja doch deinen Vater geheiratet. Ja, deswegen ist doch mein Vater auch nicht ledig geblieben. Sonst war doch ich gar nicht da. Und ich bin schon recht froh, dass er mich zusammenbastelt hat. Sonst hätte ich doch die gar nicht gekriegt. Franzl, ich kann warnen und lachen zugleich. Ja, weil du mich so gern hast, gell? Ja, und weil ich Angst habe. Ach, wir hätten uns vielleicht doch nicht kennenlernen sollen. Ach, so ein Red. Wenn ich die nicht kennengelernt hätte, ja, dann hätte ich mich hinter den Zug geschmissen oder aus dem Keller gestürzt. Jetzt hörst du aber auf. Ach, es wird sich schon alles einrenken. Ich hab die gern, Radl. Und wenn sich die ganze Welt auf den Kopf steht. Ja, und außerdem sind wir aus den Zeiten raus, wo die am Väter den Daumen aufs Glück ihrer Kinder gehalten haben. Ja, wenn gar nichts hilft, ja, dann haben wir zwar ab, wir kommen schon durch. Gestern zum Beispiel, da habe ich den Schrannermarzi mit 100.000 Lieben versichert. Ui, gut. Ja, und 3 Tage vorher einen Schusterlinz mit 50.000. Prima. Mein Versicherungsgeschäft geht gut. Ich kann deinem Vater ein Kasse von jährlich 100.000 Mark nachweisen. Ja, dazu kommt dann noch mein Fixum, was Neues drum und dran hängt. Ja, aber viel hängt nimmer drum und dran. Und wer ein Vater kennt, wird ihm das nicht imponieren. Schau, er kann deinen Vater nicht schmecken und daran wird er euch scheitern. Ach, Franzl, dass er ausgerechnet wir uns gefunden haben. Das ist Schicksal, Radl. Aber mich drückt's nicht. Und wenn gar nichts hilft, hau ich mit der Faust auf den Tisch und sag deinem Vater so die Meinung. Nein, Franzl, das darfst du nicht. Was hast du gesagt? Da musst du mir ein Bussel geben. Es darf auch mehr sein, ich bin da gar nicht kleinlich. Du machst mich nur narrisch. Der Traudl Blätz wird bald soweit sein. Jesus! Ja, wen sehe ich denn da? Den Franz Irlhuber, der sich die Freiheit herausnimmt, um die Hand der Fräulein Tochter zu bitten. Ich bin unbescholten, verfüge über ein geregeltes Einkommen Ja, und... Bur, sei Staat. Mein Mann, wenn die Sicht ist, gibt der Theater. Mama, der Franzl und ich, wir haben uns verlobt. Das habe ich dir gestern schon gesagt. Gottes Willen, ich muss mich hinsetzen. Wir wackeln sämtliche Knie. Mama, so nimm dich halt ein bisschen zusammen. Schau, du tust dir gerade so, als wie wenn die Welt untergeht. Sie geht unter, Traudl. Wenn dein Papa erfährt, was da hinter seinem Rücken gespult wird. Ja, darum soll er es doch auch erfahren. Wir wollen da keine Heimlichkeiten, wir wollen ganz offen mit ihm reden. Ja. Sieh, ob das so leicht war. Geburt. Du weißt doch ganz genau, wie mein Mann zu deinem Vater steht. Ja, aber schau, das wird sich jetzt ändern. Denn der Irlhuber, mein zukünftiger Schwiegervater, hat sich bereit erklärt, mit dem Papa zu reden und alles in Ordnung zu bringen. Als wenn das alles so leicht war. Geht zu, Kinder. Wie stellt euch denn das vor? Seit über 20 Jahren sind die zwei jetzt Spinnefeind. Und da glaubt ihr, das wird sich von heute auf morgen einrenken. Bloß weil es ihr zwar so haben wollt. Da sehe ich schwarz. Ja, ich gar nicht. Die zwei, die müssen sie doch einfach vertragen. Schon uns zu lieb. Ja, mein Vater ist bereit, den Anfang zu machen. Und ich bin mir sicher, dass dein Mo die Hand von meinem Vater nicht zurückweisen wird. Was höre ich da? Dein Vater will mit meinem Mo reden. Ganz bestimmt. Ihm liegt einfach zu an unserem Glück. Ja, wir zwei haben uns gern. Das ist weder ein Schand noch ein Verbrechen.
Ja, und dann bin ich da auch x-beliebig hergelaufen. Ich kann dem Herrn Alois Daxet eine sichere Existenz nachweisen. Ja, mein Vater ist ein berühmter Brunnenbauer und Wünschelroutengänger. Und ich bin gut, ja sogar sehr gut im Versicherungsgeschäft drin. Ja, und das wird dem Papa imponieren. Und du sagst das ihm jetzt. Was? Ich? Das geht ja gar nicht, er schlaft ja noch. Wenn er aufwacht. Ich hoffe, dass er recht lang schlaft. Bleibt mir der Krach noch ein bisschen erspart. Um Gottes Willen, jetzt ist er wach geworden. Ja, was macht er denn jetzt? Ja, mit dem reden ihm alles sagen. Ja. Ja, aber doch nicht auf nüchtern Magen. Nein, bevor der nicht gewaschen, rasiert ist und Kaffee getrunken hat, ist der nicht ansprechbar. Traudl, du weißt ganz genau, wie schlecht, dass dein Papa in der Früh aufgelegt ist. Du weißt das sehr genau. Ja, Luisel! Herrschaft, sagt, wo sind denn meine Hausschuhe? Ja, ich such's gleich. Hey, der Franzl, geh, komm anders mal wieder. Ja, ich glaube, es ist besser, wir warten einen günstigeren Augenblick ab. Luisel, ich finde deine Hausschuhe nicht. In der Stunde sind's nicht. Ja, jetzt warte ich schon. Hast du schon, das ist recht. Bitte heißes Wasser zum Rasieren hier. Heißes Wasser, ja, sofort. Und Kaffee mag ich. Und einen Kaffee kriegst du auch gleich, Luisel, sofort. Jesus Maria, du bist ja immer noch da. Ja, geh jetzt. Ja, was soll dir mein Vater sagen? Der will doch herkommen. Schnell. Traudl, sei stark, ja. Bitte sag kein Wort, bitte sei Ja, stark. und du bist jetzt ganz lieb zum Papa. Hast gehört? Ganz lieb sei, gell? Ja, so wie immer halt. Moin, Luisel. Guten Morgen, Papa. Hast endlich ausgeschlafen? Was heißt da endlich? Wie spät ist es überhaupt? Halbe 10, Papa. Halb 10. Auch nicht mehr früh. Nein, natürlich nicht. Aber wenn man erst um 4 Uhr in der Früh heimkommt, dann... Hast gestern bestimmt wieder eine anstrengende Sitzung gehabt, gell, Papa? Ja, sehr anstrengend war es schon. Sitzung. Herrschaft, Zeiten, ihr wollt doch irgendwas. Ah ja, genau. Herr Luis, Was ist? nimm lieber Zeitung mit, ich glaube, es ist nichts mehr drast. Also, Sitzung, jeden Tag hat er eine Sitzung. Seine Sitzungen, die bringen mich nur ins Grab. Aber heute sag ich's ihm. Jawohl, heute sag ich ihm, dass ich das nicht mehr länger mitmache. Nix wär's dem Song, kein Wörterl wär's dem Song. Aber Traudl, ich kann mir doch nicht alles gefallen lassen. Aber Mama, so sei doch gescheit. Schau, wenn du jetzt mit dem Papa einen Streit anfängst, ja, dann kann er meine Sache nimmer erzählen. Und das muss er erfahren. Mein Gott, Traudl, wenn der erfahrt, mit wem du hinter seinem Rücken was angefangen hast und was da alles abgesprochen worden ist, das gibt ein Theater. Du weißt ja noch gar nicht, was der Papa sagen wird, wenn er erfährt, wen ich heiraten möchte. Ja, vielleicht freut er sich sogar noch. Ja, das glaube ich nicht. Da sagt er nie Ja dazu, Traudl, nie. Ich bin Er schmeißt er dich doch raus. Ich bin kein Schulmadel mehr, das herumkommentieren kann. Und der Franzl ist ein grundanständiger Bursch, der jederzeit in der Lage ist, eine Familie zu ernähren. Ja, das sagst du mal dem Papa. Da wirst du sehen, was du zur Antwort kriegst. Na, du sagst das ihm. Immer ich. Denn du bist meine Mutter und du musst ihm die Sachlage beibringen. A so oder a so. Ja, so oder so. Als ob das alles so kinderleicht war. Traudeli, Was? Traudelkind, sag einmal, muss denn ausgerechnet der Irrluger Franz sein? Kannst du dir nicht vielleicht einen anderen anlachen? Da, Es laufen doch so viel umeinander. Gestern warst du nur einverstanden und heute bist du dagegen. Also mit dir kennt man es überhaupt nicht mehr aus. Ich weiß, Traudl, weil ich mir die Sache heute erst richtig überlegt habe und draufgekommen bin, dass die Sache mit Irrluger Franz doch vollkommen unüberlegt ist. Mama, ich mag den Franzl und ich heiraten auch, wenn sie die ganze Welt auf den Kopf steht. Da hat aber der Papa schon auch noch ein Wörterl zu mitreden. Wenn er nein sagt, dann pack ich auf der Stein meine Sache. Und ihr seht's mir nie mehr, das schwöre ich dir. Glaubst du, jetzt machst mir du auch noch so ein Theater hier, als wenn ich nicht schon genug Sorgen auf dem Buckel hätte? Das hat man jetzt davon, dass man sich sein ganzes Leben lang schickt und blockt. Der Alte ist es auf, Bruder, und die Tochter tut, was sie will. Du weißt ja noch gar nicht, was der Papa sagen wird, wenn er erfährt, wen ich heiraten möchte. Vielleicht freut er sich wirklich noch. Das glaube ich lieber, dass sich der dort freut. Abwarten. Ja, Taxida? Ja? Ach, du bist es, Lenz.
Ja, der Papa ist daheim. Warum? So. Schützenversammlung ist. Heut abends. Warte mal einen Moment, ich ruf dann. Schützenversammlung. Papa! Telefon! Ja, wer ist wo? Der Lenz ist wegen der Schützenversammlung. Ja, bin ja fertig, komm gleich. Was das gehört? Schon wieder eine Versammlung. So, Mama, du bist jetzt ganz lieb zum Papa. Und wenn er gut aufgelegt ist, dann sagst du ihm alles, gell? Ach, Traudl, wenn ich mich doch nicht trau. Mama, sei doch nicht so feig. Ja, du tust ja gerade so, als wie wenn der Papa ein Menschenfresser wäre. Jawohl, genau das ist er. Ja, Jens. Ja. Nein. Ja. Ach so? Ja, das ist natürlich sehr wichtig. Ach, wegen dem Gedächtnisschießen vom Hunzinger Sepp. Das führen wir durch. Das haben wir ja schon längst ausgemacht. Geh weiter, Traudl, richt dem Papa seinen Kaffee her. Einen starken Kaffee mag ich. Ja, Papa, einen rechten starken mach ich da. Nein, Jens, ich hab grad meinen Kaffee bestellt. Ja, gestern hat's wieder länger gedauert. Du, das war vielleicht eine Debatten. Ja, aber am Ende habe ich mich dann doch durchgesetzt, gell. Weißt du, denen dann doch das, was ich sag, gell. Ja, freilich kriegen wir die Spritzen, natürlich. Ach so. Deswegen dem Gedächtnisschießen, das soll ich übernehmen. Ja, das kann ich schon machen. Ja, da fangen wir dann mit den Vorbereitungen an und dann werden wir eine Sitzung müssen wir einberufen, natürlich, klar. Was, heute auf die Nacht? Nein, heute auf die Nacht können wir keine Sitzung einberufen. Da habe ich was anderes zu tun. Jetzt machen wir es so. Ich komme dann auf die Nacht vorbei und dann machen wir aus, wann wir die Sitzung machen, gell? Fertig. Wo ist denn der Rasierschaum? Der Rasierschaum habe ich vergessen. Ja, tu mal her. Da hast du ihn schon. Ja. Das heißt also, Lois, dass du heute abends wieder nicht daheim bist. Hast du das gehört? Der Schützenverein, der will ein Gedächtnisschießen für den Hunzinger Sepp machen, dem vor 3 Jahren einen Schlag getroffen hat. Ja, im Wirtshaus beim Saufen. Nur so abgewischt hat sie ihn vom Stuhl. Rums weg war er. Eigentlich gar kein so schlechter Tod, gell? Da hab ich dann so im Wirtshaus beim Saufen den Schlag trifft. Und hat noch den Vorteil, dass man sein Zehen nicht mehr zahlen braucht, gell? Luis, sag einmal, was bist denn du bloß für ein gottloser Mensch geworden? Das, wenn ich früher gewusst hätte, hätte ich mir's anders überlegt. Ja, dann hättest du einen Irrhaber Max geheiratet. Nachgelaufen ist er der ja jahrelang, der alte Kittelschmicker, Ja, der. Luis, jetzt fang du nicht wieder mit den alten Geschichten an. Da stimmt's vielleicht nicht, dass er danach gestiegen ist wie so ein Gockel. Ja, vor über 20 Jahren war das, du Hirsch, du. Ja, mindestens 20 Heiratsanträge hat er da gemacht. Die alte Heiselschleicher, der Batzige, der. Mein Gott, das wärmen da wieder die ganzen alten Geschichten auf. Geschande doch, Luis. Du hast doch angefangen. Du hast doch gesagt, dass du einen Irrhaber heiraten hättest sollen. Ja, aber bloß weil mir der ewige Wirtshausgeherei auf die Nerven geht. Der Max hat das nicht gemacht. Der Max hätte das nicht gemacht, der Irrhaber hätte das nicht gemacht. Ein Siemandl ist er. Dabei das Faustdick hinter die Ohren. Was reizt denn immer auf den Max umeinander? Er hatte doch nie was, du lass ihn doch endlich einmal in Ruhe. Ich hab ihn dann noch nie schmecken können. Ja, ich weiß ja warum. Weil er immer schon gescheiter war wie du. Ja, gescheiter, dass ich nicht lach. Ein alter Krautschneider ist er. Dabei das Faustdick hinter die Ohren. Was bist denn du bloß für ein boshafter Mensch geworden? Ich bleib dabei, die Irrhabers, die sind Bazi und Leutausschmierer, der Alte wie der Junge. Du löst pass auf, dass du nicht einmal dein Maul verbrennst. Du, der Irrhaber Max, ist ein sehr gesuchter Wünschelroutengänger. Erst kürzlich ist wieder was in der Zeitung von ihm gestanden, wie er die Wasser oder im Moosam gefunden hat. Da siehst du, wie blöd das er ist, aber Wasser hat er hinter. Ich weiß schon. Wenn er eine Bierader gefunden hätte, hat's dir besser imponieren. Ja, ich weiß schon, dass du auf deinen ehemaligen Jugendfreund nichts kommen lässt. Aber ich bleib dabei, die Irrhabers sind Bazi und Leutausschmierer. Und sollte mir ja keiner ins Haus kommen, hochkantig schmeiß ich so hinaus.
Ich hab's ja gewusst, ich hab's doch gewusst. Was hast du gewusst? Nix. Jetzt geh weiter, Luis, jetzt geh in die Küche zum Kaffee trinken. Ich brauch keinen mehr. Mir ist der Appetit vergangen. Jetzt komm, sei doch gescheit. Trink du deinen Kaffee, bevor er kalt wird. Ich mag keinen. Du weißt ganz genau, wie viel das ich am Hals hab. Zweiter Bürgermeister, erster Vorstand vom Schützenverein, Kassier bei der Feuerwehr, etc., etc. Ja, etc., etc. Und diese ETCs, die bringen dich noch um. Jetzt geh weiter, Luis. Geh halt in die Küche und trink deinen Kaffee, dass wir da drin auch zusammenräumen können. Ja, von mir aus. Was ist denn eigentlich mit der Traudl? Warum? Was soll denn los sein mit dir? Ja, was die Lädchen so hängen lässt. Ja, habe ich noch gar nichts gemerkt. So. Aber du kannst das ja mal fragen. Vielleicht hat's was am Herzen. Meinst Ja, was? Die Tochter ist jetzt in dem Alter, wo es was am Herzen haben kann. du? Ja, von mir aus. Ich nehme es einmal vor. Gott, mein Gott. Ist dies ein Gefred mit diesem Mannsbild? Ja, herein. Ich will schon wieder. Ist er schon auf? Ja, sie ist in der Küche beim Kaffee trinken. Kannst schon da bleiben, das dauert ein bisschen. Und wie stehen die Aktien? Weiß er schon was? Franzl, ich hab ihm noch nichts gesagt. Dann erfahr das jetzt. Vater, komm rein. Was, der Vater? Ja, grüß Gott, Conny. Max, grüß dich. Du, Conny, wo ist denn der Luis? Ich hätte was mit ihm zum Reden. Du wirst schon wissen, zwingst was, gell? Ja, freilich weiß ich's. Siehst du doch her, der Luis ist in der Küche beim Kaffee trinken. Ja, na, lass ihn nur lieber draußen. Freilich. Ich danke dir, Conny, gell? Ich sag das, Max, mir ist gar nicht wohl. Ich hab eine solch eine Angst. Was? Du auch? Ja, ich kann grad nicht sagen, dass mir die Brautschau gefreut. Jedenfalls hat man sich ein bisschen schöner vorgestellt. Aber du bist mein einziger Bub und du hast gewählt. Ob's richtig war, muss ich erst weisen. So, und jetzt haben wir in der Höhle des Löwen. Wo ist denn die Traudl? Bei ihm in der Küche. Vielleicht sagt sie es ihm jetzt. Mal schauen. Aha. Genau wie ich mir's gedacht hab. Was ist denn los, Max? Also die Angelegenheit ist sehr widerständig. Ah, widerständig hin, widerständig her. Ich hab die Traudl gern und sie mich. Deswegen wär keiner, passt da. Und wenn sich die ganze Welt auf den Kopf stellt, ja, deine Arbeit ist doch sicher. Ja, schau, und dir ist doch deine zukünftige Schwiegertochter auch recht, oder? Ja, das sei ich schon. Was, das fragt sie nur, ob wir den Luis als Schwiegerleib passen. So wie es ausschaut, nicht besonders. Ich bin soweit. Schwiegermutter, hol meinen zukünftigen Schwiegervater in Stumm rein. Franzl, ich trau mich nicht. Dann hol ihn ich. Aber Und wenn wir vielleicht doch noch ein bisschen warten. ich hab A gesagt, jetzt sag ich auch B. Franz, wir sind doch keine x-beliebigen Herrgärtner. Wir sind die Irrlubers. Geh weiter, geh rein und hol den alles Taxi dazu uns her. Ich glaub, das braucht's nicht, der kommt schon. Bitte, geht's hinaus, bevor er reinkommt. Bitte, geht's, der Papa will mich schlagen. Was putzt denn du überhaupt? Bleib ruhig. Ganz ruhig. Ich glaube, ich sehe nicht recht. He? Ich glaube, ich bin besoffen. Vater, jetzt fang an. Luis, mach's Maul zu und da war's schlaff. Ich glaube, ich sehe nicht recht. Du siehst recht, Luis. Und du hast auch vorhin recht gehört. Ich nehme an, dass dir deine Tochter, die Traudl, schon gesagt hat, was geschehen ist. Taxi da, ich bitte um die Hand deiner Tochter. Was die zwei wollen, heiraten. Ja, sag einmal, seid ihr dir alle übergeschnappt? Du weißt wohl nicht, was zwischen uns zwei war und ist. Du traust dich da überhaupt her. Aber schau, Luis, Du bleibst dein Brotladen. Mit dir rede ich, wenn ich mit den zwei Lumpen da fertig bin, gell? Luis, bevor du uns rausschmeißt, lass mir noch was sagen. Wir haben nichts zum Reden miteinander. Da hat der Zimmermann das Loch gemacht und da schaust, dass du rauskommst, gell? Geh weiter, Bub, geh mal. Nix da, wir bleiben da. Taxi, jetzt hör mich an. Was? Ich weiß, dass du mit meinem Vater noch nie vertragen hast. Und dass euer Streit jetzt über 20 Jahre alt ist. Ja, aber jetzt wär's doch endlich an der Zeit, Frieden zu machen. Schau, Taxi, ich hab die Traudl gern und sie mich. Ja, ich bin kaum ein Schlucker, der eine Familie nicht ernähren kann. Mein Versicherungsgeschäft geht gut. Im Das letzten Monat... interessiert mich nicht im Geringsten. Schau, dass du rauskommst. Luis, Spinner, der Teufel. Jetzt lass mit dir reden. Wir haben nichts zu reden miteinander. aber schau. Sag bloß du, Staat! Du bist doch diejenige, die den da in unserer Familie wegkommt mit will.
Aber da habt ihr die Rechnung ohne einen Wirt gemacht, gell? Luis, narrischer Teufel, jetzt lass mich zu Ende reden. Unsere Kinder haben sie gern und wollen heiraten. Sollte es nicht der Anlass sein, dass wir zwei uns endlich verdrungen? Wir zwei? Nie. Ja, was hab ich denn dir in den Weg gelegt? Ja, offen nix. Da bist du voll zu hinterfotzig. Warst immer schon ein alter Pharisäer. Geh, Luis, hör doch mit den alten Geschichten auf. Was war denn mit der damaligen Kuni Singerl, hä? Oh Gott. Da warst du hinter ihr her und wolltest was ausspannen, gell? Luis, das war ein ganz fairer Kampf, den du gewonnen hast. Ja, aber dann hast du mich schlecht gemacht bei ihr. Hast gesagt, ich werde ein Schützenjäger. Aber Luis, ich bitte, die Geschichten sind ja schon bald nicht mehr wahr. Ich hab's aber nicht vergessen. Und was war denn bei der Bürgermeisterwahl, hä? Wer hat denn da so lange gegen mich geredet, bis wir nur zum zweiten und nicht zum ersten Bürgermeister gemacht haben? Ja, ich nicht. Ich war für die. Aber die anderen waren dagegen. Beim Königsschießen, hä? Wer hat mit dem beim Königsschießen angerempelt, dass ich bei der Königsschein daneben geschossen hab? Mei, Luis, mein Schuss war halt der bessere. Ja, weil du mich angerempelt hast, du falscher 50er, du falscher du. Geh weiter, Bub, geh mal. Mit den Menschen ist nicht zum Reden. Schaut's, dass du rauskommt, sie kann euch nicht brauchen da. Also, das ist ein unmöglicher Fall. Taxi, der weißt, was du bist. Ein Sturschädel, bist ein ganzer Grausiger. Du, jetzt sag ich dir mal was. Du Basi, du hast hinter meinem Rücken an meinem Madel einen Kopfvertrag, gell? Haut's ab, Oli. Geh weiter, Franz, geh mal. Wir haben's doch nicht nötig, dass wir uns von ihm beleidigen lassen. Luis, kann sein, dass du einmal anders von mir und meinem Burm redst. Ja, da müsst ihr schon ein Wunder geschenken, Herr Prophet. Ist noch nicht alle Tage Abend. Der Herrgott lässt die Bank nicht an den Himmel wachsen. Und dein grantigen Hochmut. Jetzt schaut's endlich, dass du rauskommst, da herüber nieder her im Haus, gell? Für gut beieinander. Um den Herrn ist euch niemand neidig. Ja, verschwind's endlich. Kein Mensch will euch was da. Und eins kann ich euch sagen, wenn sie euch nur mit der Sendung aus, da hinten sie euch die Hund noch. Aber sowieso kann ich sehen. Du seid jetzt so aufrecht da, gell? Brautl hat das gleich gesagt. Schlagt er diese Liebe aus dem Kopf, es geht nicht. Und jetzt zu euch zwei. Was sind denn da für Hinterhältigkeiten im Gang, hä? Was erlaubst du den Dirndl auf ihren Umgang? Luis, ich hab's doch gar nicht gewusst, ich hab's gestern erst erfahren. Und hier will ich mir was sagen. Noch einmal, wenn ich die mit dem Irrhaberbuben sehe, dann schmeiß ich ihn raus. Dann kannst du schlafen, was du willst. Hast du mich verstanden? Unter meinem Dach schlaft du nimmer. Luis, weißt du, was du bist? Ein Raubenvater bist! Ich hab euch schon durchschaut. Hintergehen wollt's mir. Aber eins kann ich euch sagen. Von den Irrhabers kommt mir keiner ins Haus. Er hau ja alles zusammen da herinnen, gell? Luis, wir wollen dich doch nicht hintergehen. Aber schau, unser einziges Kind will heiraten. Ja, dann soll's doch, wenn's glaubst, ich versammelt was. Aber Nachgeschichte das, was ich anschaff, gell? Und wo die Irrhaber überhaupt keinen. Und jetzt ist ausgeredet. Aber Luis, weißt du was? Jetzt gehst du wieder ins Bett und schlafst den Rausch aus. Bis du nüchtern bist, redest vielleicht ganz anders. Ins Bett, ja, ins Bett. Anziehen tue ich mich. In die Wirtschaft eh. Ja, zum Wirt gehst, das ist nicht dein Ruin. Es ist meine Sache. Und deswegen fangst du einen Streit, du. Bloß damit du wieder abhauen kannst. Jetzt sag ich dir was, jetzt willst du der Maul nicht gleich holst. Dann komm ich überhaupt nicht mehr heim. Dann könnt's machen, was wollt. Der hinterfotziges Weiber folgt dir. Na, wie das Gewand schon wieder ausschaut, als wie wenn er sich auf der Straße gewälzt hätte. Was ist denn das? Ach, das hat er gestern wahrscheinlich wieder verkonsumiert. »16 Bier. Und die Kreizel, das sind bestimmt die Schnaps. »16 Schnaps. Ein Bier, ein Schnaps, ein Bier, ein Schnaps, das sauft du schlimmer wie ein Preis. Maria, Traudl, schau dir mal die Schuhe an. Mit sowas Dreckerten kommt dein Vater, der Saubär vom Wirtshaus heim. Da muss über sämtliche Misthaufen gelaufen sein. Jesus Maria. Da schau her. Das hat er gestern wieder versuffen. 16 Halbe und 16 Schnaps. Was? 16 halbe? Und 16 Schnaps. Glaubst du das? Rindviech her zum Saufen auf, wenn's Gur hat. Aber dein Vater, der sauft bis zum Umfallen. Aber das mache ich nimmer länger mit. Obwohl ich mag nimmer.
Ich lass mich doch von dem Unmenschen nicht ins Grab ärgern. Der kann mich gern haben. Du Traudl, heute Nacht ist er wieder heimgekommen. Blau, sag ich, da war der blau. Nein, das klang gar nicht mehr. Der war schon ultraviolett. Ja, sein Hut hat er auch wieder irgendwo hängen lassen. Das war jetzt schon der dritte Hut, den er auslassen hat. Ich bestimmt auch wieder beim Unterwirt drunten. Ach, mir ist bald wurscht, was er macht. Das wird doch machen, was er will. Ich werde schon sehen, wo er hinkommt. Weißt du, was ich nicht verstehe, Mama? Das ist, dass ein Franzl und ein Irrhuber gegenüber so stur ist. Mein Gott, der Franzl ist fleißig, trinkt nicht, hält sein Geld besser zusammen. Viel besser als wir der Papa. Besseren Schwiegersohn kann sich der Papa gar nicht wünschen. Ja, Traudl, das weiß ich schon, aber schlag das aus dem Kopf. Solange die zwei so spinnefein sind, wird das nichts. Und solange der Papa saufen nicht aufhört, erst recht nicht. Wirst du sehen. Eines Tages bin ich fort. Geh, Traudl, jetzt riecht kein Blödsinn. Jetzt riecht dem Papa seinen Kaffee her. Ach, er war noch hinten vor dem Bediener, wo er so ekelhaft zu uns ist. Wo er uns die ganze Zeit sekiert. Weißt du, was ich da sag, Mama? Du bist viel zu gut zu ihm. Viel zu nachgiebig bist deinem Papa gegenüber. Ja, hau doch einmal auf den Tisch. Sag ihm doch einmal die Meinung. Eine andere, wenn er hätte. Die hätte ihm schon längst gesagt, wer die Hosen anhat. Du schau her. Die Tochter wird der Mutter Lehren geben. Ja. Oh, mein Traudl, sei du erst einmal so lang verheiratet wie ich. Da wirst du sehen, wie das ist mit dem Dagegen und auf den Tisch schauen. Na, na, was, Traudl? Eine Ehefrau ist wie ein Muli, auf dem man viel packen kann. Und solange du das nicht einsiehst, ist besser, du heiratst gar nicht. Morgen. Wie spät ist denn? Hey, was ist denn da los, hä? Mein Kaffee will ich haben, gell? Und waschen gibt's keinen Kaffee mehr! Ich glaub, das ist nicht richtig gewickelt. Vielleicht hat's recht. Vielleicht ist es gescheiter, ich steck meinen Koffer mal unter das kalte Wasser, dass ich frisch werde. Jawohl. Hast schon recht. Steck mir dein saubleiden Schädel ins kalte Wasser, es wird ihm nicht schaden. Du Saufbruder, du Elendiger, du Kreisliger, du! Mein Gott, eine Wut habe ich auf das Mannsbild, dass ich am liebsten bei die Ohren waschen, packen nicht, weil so richtig herbeideln, dass am Hirn und Sinn vergeht. Ja, so ist recht, Mama. So musst du mit dem Papa reden. Jetzt sag's ihm doch. Du bist doch kein Muli. Jetzt geh weiter, richt dem Papa seinen Kaffee her. Nein, ich bediene ihn nicht mehr, solange er so ekelhaft zu uns ist. Ja, sag einmal, wer haben wir's denn da? Tu dir das, was ich da angeschafft hab. Ach, zu mir bist du energisch, aber zum Papa bist du wie ein Lamperl. Jetzt sei nicht so frech, du Fratz. Richt den Kaffee her. Also mit dir kennt man's überhaupt nicht mehr aus. Da meint man, du hältst du uns, aber na, natürlich, du hältst wieder mal zum Papa, wie immer. Jeder schreit in diesem Haus bloß mit mir umeinander. Entweder er kommandiert mit mir oder sie kommandiert mit mir. Das mag ich doch nicht mehr. Die sollen sich andere Deppen suchen. Kann man schon denken, wer da wieder was will. Ja? Ah, du bist das Lenz. Grüß dich, ja. Aber was mein Mann möchtest? Ja, ja, da haben ist er schon. Aber nicht mehr für die. Jetzt pass auf, Lenz, jetzt werde ich dir mal was sagen. Ich leite es nicht mehr, dass mein Mann jeden Tag unterwegs ist. Mein Mann gehört mir. Und nicht der Feuerwehr und nicht der Schützenverein und auch nicht die Trachtler. Hast du mich verstanden? Mein Mann bleibt ab heute daheim. Ohne Widerreden. Und für einen sagt, du sollst einander deppen. Ich mag nicht mehr. Was ist denn da los? Wer ist der Depp? Du, Wer da am Telefon ist, möchte ich wissen. der Lenz ist. Jetzt geh weiter, zirk dir was an. Stell ihn so halb nackert vor die Leute umeinander. Muss man sich ja schämen. Was? Nein, mein Mann hab ich gemeint. Nein, nein, ich geb dir nicht.
der ist für dich nicht mehr zum Sprechen. Na, ohne Widerrede. Schluss, aus, Ende der Durchsage. Sag einmal, spinnst denn du? Wie redst du mit den Leuten? Na, Luis, ich bin nicht. Aber jetzt will ich einmal was sagen. Entweder es geschieht was oder es passiert was. Was soll denn passieren, hä? Entweder du bleibst daheim bei deiner Arbeit oder wir zwei sind geschiedene Leute. Ich glaub, du bist narrisch, Mann. Nein, das bin ich nicht, aber ich like umeinander Kommandiererei von dir nicht mehr länger. Ich lass mir das nicht mehr länger gefallen. Aha. Bloß mit der Vereinsmeierei ist jetzt endgültig Schluss. Du bleibst daheim und kümmerst dich um die Arbeit. Oder ich bin weg. Ah, da schau her. Daher war also der Wind. Luis, und über das andere, ich mein, wegen dem Franzl und der Traudl werden wir jetzt auch gleich reden. Ja. Komm, siehst du mal her zu mir, hör da, was ich da zum Sagen hab. Ah, da schau her. Ist mein Freund Irrhuber wieder am Werk, hä? Direkt schmeckt du es. Nein, der hat sich doch seit gestern gar nicht mehr sehen lassen. Schau, Luis, ich selber bin draufgekommen. Schau, Luis, unsere Tochter ist jetzt erst erwachsen und sie möchte gern heiraten und sie hat sich selber einen rausgesucht. Und den sollst du doch auch kriegen. Hä? Ich hab gar nichts dagegen, wenn der Franz unser Traudl heiratet. Er ist ein anständiger Bursch und kann ihr doch eine sichere Existenz bieten. Und dann glaube ich, war es eine höchste Zeit, dass du mit Max aussöhnst. Ich glaube, ich hör nicht recht, hä? Ich glaube, mir platzt der Kopf. Dein Kopf, der platzt nicht. Aber es muss doch auch in deinen Schädel neigen, dass das, was ich gesagt habe, richtig ist. Ja, Papa, sei gescheit und tu das, was der Mama sagt. Das ist das Richtige. Ich glaube, ich hör nicht recht. Die Mutter und die Tochter in der Verschwörung gegen die Obrigkeit. Da schau her. Das ist doch keine Verschwörung, Luis. Aber söhn dich doch endlich mit Max aus. Mach doch endlich einen Frieden mit ihm. Hier! Bevor ich das Geschicht schmeiße, hol ihn aus. Aber Papa, du sei doch Du bist gescheit. Konstanz. Die steckt in der Erziehungsanstalt. Mama, hast du das gehört? Traudl, das geht gar nicht mehr, du bist schon erwachsen. Ja, richtig. Aha, da schau her. Hintergeh wollt's mir. Zusammenrotten dann sie sich. So eine Hinterhältigkeiten raushängen lassen da, hä? Na, Luis, jetzt Jetzt sag ich euch was. Jetzt will ich nichts mehr hören über das Thema. Und jetzt geht's an eure Arbeit, gell? Du auch. Also, Luis, jetzt sei doch gescheit. Sag einmal, kann man mit dir wirklich nicht mehr vernünftig reden? Wenn's um die Irrhubers geht, dann nicht. An der Arbeit. Schleichzeit. Was geht? Ja. So. Das habe ich jetzt davon, weil ich meinen Mund aufgemacht habe. Jetzt ist es noch schlimmer wie vorher. Ach Gott, oh Gott. Ja, herein. Grüß dich Gott, Conny. Darf ich nicht kommen? Ja, Max, grüß dich. Traust dich du da noch rein zu uns? Freilich traue ich mich noch rein. Was, so schnell gebe ich nicht auf. Ja, da sitzt du noch her. Danke, Chef, Conny. Macht nichts, wenn du der Lois sieht. So, du kriegst Donnerwetter noch mal niedergehen und der Blitz einschlagen. Schlimmer kann's nicht mehr werden. So, was ist denn los mit dir? Hast du gewarnt? Mir schönes Donnerwetter ist schon niedergegangen. Was eingeschlagen. Das war die reinste Naturkatastrophe. Aber doch nicht wegen uns. Na, aber weißt, ich wollte halt auch einmal aufdrehen. Aber da bin ich schlecht angekommen. Ich hab mich niedergeschrien und jetzt hätte uns beinahe ausgeschmissen, Traudl und mich. Was denn ausgeschmissen? Ach, so ein narrischer Teufel. Ja, und wo ist er jetzt? In seiner Kammer. Jetzt wird er sich wieder anziehen zum Wirtshaus, gebe ich immer. Ich sag, dass Max mit Lois ist nicht mehr zu reden. Weder im Guten noch im Bösen. Ja, ich hab mir schon gedacht, dass es wieder einen Krach gegeben hat. Und jetzt kommt sie auch noch daher und macht das Krautfett. Der, wenn euch sieht in der Stimmung, es gibt Mord und Totschlag. Wo ist denn die Traudl? In der Küche. Das Mädel hat noch eine Hauptbeschäftigung. Sie weint. Los, Vater, sag der Taxi-Darin, was du vorhast. Was, du hast was vor, Max? Ja, ein wenig was. Was kann ich? Ich möchte halt alles versuchen. Ja, das ist vielleicht schon was ganz was Besonderes. Aber das soll ja der Vater selber sagen. Ich geh jetzt raus zur Traudl in die Küche, ein bisschen trösten. Oder mitwarnen. Ja. Du, Conny, schau mal, wo der Luis ist. Weißt du, ich möchte ein paar Minuten mit dir ungestört reden. Ja, freilich, schau ich schnell. Sag einmal, das ist doch am Luis sein Hut.
Ja, den hat er gestern beim Unterwirt vergessen. Ich hab ihn dabei am liegen genommen. Das ist jetzt schon der dritte Hut, den er vergessen Ja, hat. das glaube ich gern. Und was hast du in der Tüte da drin? Ja, das sage ich dir gleich. Jetzt schaut erst einmal, wo der Luis ist und ob ich ein paar Minuten ringen mit Ja, dir. schenkst du dabei einen Kaffee ein? Ich komm Ja, gleich das wieder. Ja, jetzt hört sie an. Ach Gott, also was hast du vor, Max? Weißt, ich habe lange drüber nachgedacht, wie er den Luis beikommen kommt. Aber auf normaler Art und Weise scheint es nicht zu gehen. Nein, bestimmt. Also muss was anderes geschehen. Ich bin's nämlich leid, mich dauernd von Luis beleidigen zu lassen. Wir sind ihm doch schließlich nicht vom Buckel abgerutscht. Schau, genau das hab ich ihm ja sagen wollen. Aber da hat er mich niedergeschrien und jetzt ist er stinksauer. Ja, ich bin's auch. Und deswegen passiert jetzt was. Aber Max, du wirst ja nicht irgendwas vorhaben, was die ganze Geschichte noch schlimmer macht. Ich hab noch keine Angst nicht. Das, was ich vorhab, ist nichts weiteres als wie eine sogenannte Entwöhnungskur. Was? Eine Entwöhnungskur? Ja, freilich. In erster Linie ist doch der Alkohol, der den Luis so zusetzt. Ja, da er nicht so viel saufen, dann hätte er seine 5 Sinne benannt und man könnte reden mit ihm. Da hast du recht, ja. Außerdem geht's mir ums Glück von den zwei. Ich sehe nämlich nicht ein, dass die jungen Leute wegen uns Alten auf ihr Glück verzichten sollen. Ja, weißt, das ist schon wirklich schlimm. Sie können doch wirklich nichts dafür. Ja. Und müssen so drunter leiden. Kuni, hörst du, dass wir's leiden? Schau, wenn uns wir zwei schon nicht gekriegt haben, dann sollen sie wenigstens die Jungen kriegen, meine ich. Oder bist du anderer Meinung? Na, da hast du vollkommen recht, aber jetzt sagst du mir, was du in der Tüten da drin hast. Ja, da sind die Entwöhnungsmittel drin für den Luis. Schau mal nach. Ja, aber Luis, Max, die sind doch bloß 3 gleiche Hirt. Stimmt. Genau dieselben wie der da. Bloß sind sie jeweils um 2 bis 3 Nummern kleiner. Ich verstehe kein Wort. Jetzt pass mal auf, was ich da sag, Conny. Der Luis ist doch ein furchtbar eingebildetes Mannsbild. Der meint, ohne ihn geht überhaupt nichts. Er ist, wie die Mediziner sagen dann, ein Mensch von egozentrischer Einbildungskraft. Jawohl, da hast du vollkommen recht. So ein eingebildetes Mannsbild wie mein Luis habe ich meiner Lebtag noch nie gesehen. Und darauf baue ich meinen Plan auf. Wir müssen den Luis auf besondere Weise packen. Und das ist bei seiner Einbildungskraft. Ja, aber wie denn das verstehen? Ja, Luisl, geh weiter, geh wieder, komm anders mal wieder, komm, geh Du zu. schau mal, was er will. Und halt noch eine Zeit lang in der Kammer fest. Ich bin gleich fertig mit meiner Ja, Sache. ja, Luisl, was ist denn? Manschetten, nicht für euch suchst gleich, Luisl. Lieb's ja. Seine Manschetten nicht da sind. Luisl, ich hab schon. Was sag ich denn? Er zieht sie an zum Wirtshaus, geht der Hallo drin. Ja, lass ihn noch. Der ist noch nicht weg. Das Also- werde ich am gleich von ich. Also, wie geht's jetzt weiter? Ja, ganz einfach. Der Luis kriegt jetzt der Reihe nach die 3 Hirte verpasst. Du wirst sie einmal so zu praktizieren, dass zuerst der Größere dort hängt, gell? Und nach einer gewissen Zeit der Kleinere und zum Schluss der ganz der Kleine. Aber Conny, das muss schön reihum vor sich gehen. Verstehst? Ja, schon langsam geht mir ein Licht auf. Na, also. Und jetzt geht die Geschichte folgendermaßen weiter. Weil jedes Mal, wenn der Luis den Hut aufsetzt, wird er merken, dass er ihm nicht passt. Und jetzt kommt das Wichtigste bei der Gaudi. Du und die Traudel müsst den Luis erinnern, dass nicht der Hut klar wäre, sondern dass sein Kopf wachsen hat. Hä? Mehr und mehr, deutlich sichtbar. Einfach greislich. Aha. Hast du mich jetzt verstanden? Ja, nur nicht ganz. Jetzt pass mal auf. Freunde, Ja, Luisl! Herrschaft, zeigt euch als Taschen durchgegangen. Ja, gib's ihm. Ja, Und alle freundlich seid ihr ihm. Je mehr, desto besser. freilich. Scheißfreundlich bin ich zu ihm. Jetzt wissen wir, Chica ist schon gleich fertig. Also, wie geht's weiter? Ja, das wirst du jetzt gleich sehen. Die Hauptsache ist, dass hier der Reihe nach die 3 Hirte auswechselt. Und dabei müsst ihr den Luis erinnern, dass sein Kopf ein Schädel wird. Säuferschwamm heißt man das. Oder Elefantitis. Ja? Wasserkopf. Schaut's noch mal nach, Dr. Birchel. Da stehen allerhand Krankheiten drin, die auf die Geschichte passen. Max,
Jetzt glaube ich, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Na, ist recht. Ich versprich dir eine heilsame Wirkung, Conny. Hängt natürlich alles davon ab, wie ihr das dem Luis beibringt. Ja. Wir müssen ihm Angst und Bang machen. Ey, Herz, müssen ihm da der Blut nicht vor dem Spiegel steht und an nichts mehr anderes denkt. Hoffentlich kümmert das, Max. Ja, das Mama, weißt schon, was passieren soll? Natürlich. Alles weiß ich, alles. Du, Traudl. Der Franz hat mir's gerade gesagt. Du bist im Bilde. Vollkommen. Na, hast du schon aufgeklärt? 100%ig. Naja. Oh, Franzl. Na, Manni, schauen wir, dass wir wieder verschwinden, das nächste Eisenbahn. Zeit. Also, geh, macht es so, Max. wie wir es euch angeschafft haben. Freilich. Und ich lass mich nachher wieder sein, wenn es soweit ist. Ja, danke schön, Max. Vierte. Vierte Gott. Vierte. Die versteht man gleich. Alles verstecken. Und ganz lieb seid zum Papa. Richtig schön was vormachen, gell? Du auch, gell? Ja, natürlich. Na, Luisa, bist du schon angezogen? Was halt gar so aufsässig wart. Geh jetzt nach Mosrieden rüber und lass den Schützenmeister persönlich zum Gedächtnisschießen. Und dann geh ich nach Hirschau wegen der gemeinsamen Feuerwehrübung. Ja, jetzt ist schon gut, brauchst du nicht mehr wischen da. Hast du recht. Wirst wahrscheinlich heute wieder recht spät heimkommen, Luisel, Ja, gell? da kannst du sicher sein. Ja. Mir tut jetzt schon der Kopf weh vor lauter Spekulieren. Ja, das sieht man direkt. Was? Ja, dass du sehr viel im Kopf hast von vielen Spekulieren und Manipulieren, gell? Mein armer Luisel. So viel Arbeit, so viel Stress und immer für die anderen. Sag mal, was ist denn mit dir los? Vorhin hast du noch gemeitert. Ja, vorhin weißt du, aber jetzt habe ich mir das richtig überlegt. Und da bin ich draufgekommen, dass mein Luisel doch ein gescheites Mannsbild ist, auf das ich wirklich sehr stolz bin. Ja, ich kenn dich ja gleich gar nicht mehr. Ja? Sag einmal. Ja? Jetzt bin ich mir, das macht nichts. Du, Papa, Was? ich möchte ganz gern mit dir reden. Wenn es um den Irrhaberbuben geht, braucht man gar nicht weiterreden, gell? Na, Papa, das habe ich mir jetzt anders überlegt. Ja. Hä? Ja, ich bin draufgekommen, dass ich auf meinen Papa hören muss. Und dann wollte ich mich für alles entschuldigen, was ich gestern und heute von mir gegeben habe. Siehst du das? Jetzt wird's mir schon langsam unheimlich hier zwei. Aber du hast schon recht, Radl. Du noch wer auf den Papa hören. Alles schon richtig, gell? Da ist auch Frieden im Haus, Na, gell? siehst du, jetzt kann ich wieder beruhigt aufschnaufen. Natürlich. Papa, du hast ja deinen Kaffee noch gar nicht getrunken. Ja, ich mag keinen mehr, gell? Musst schon wieder fort. Freilich muss ich. Nach Mosried muss der Papa rüber und in die Hirschau. Zwei schwere Sitzungen hat er heute. Ja, aber erst muss ich noch zum Eingangsdienst, gell? Weißt du, der wird ja gar nicht wissen, was vorhin los war. Wirst du so runter, kannst du das am Telefon. Jesus Maria, sagst du ihm bitte, dass mir das furchtbar leid tut, sagst du es ihm, gell? Ja, ich bring die Geschichte schon wieder in Ordnung, Ja. gell? Und vielleicht dauert die Rennerei heute gar nicht so lang. Hoffentlich. Vielleicht bin ich bald wieder da. Das also, wär schön. führt euch beieinander, gell? Vierte Luisel. Was ist jetzt das? Was hast du denn, Luisel? Der Hut ist klar. Das gibt's doch gar nicht. Habt ihr den Hut in die Waschmaschine reingehauen, hä? Schau dir mal nach, ob es überhaupt dein Hut ist, Luisel. Ja, Papa, schau gleich mal nach, ob es überhaupt der deine ist. Natürlich ist das mein Hut, da ist mein Monogramm drin. Da muss er passen. Der passt nicht. Nicht? Der schafft Zeiten, das gibt's doch gar nicht. Der ist klar. Oh, Papa. Was? Ja, ich weiß nicht. Sieg ich jetzt recht oder täusche ich mich? Was siehst du denn? Ich weiß nicht, Papa. Mir kommt das so vor, als wäre wenn dein Kopf, dein Gesicht. Ich weiß nicht, Mama, findest du nicht auch, als wäre wenn ein Papa sein Gesicht? Ja, ich finde auch, dass das Gesicht. Na, sag mal, spinnst du denn hier? Was schaut's mir denn an, alle zwei an, wie der Ochs das neue Stadel da? Ja, Papa, du schaust komisch aus. Du kleiner Gehäft, du! Na, Papa, das ist mir vorhin schon aufgefallen. So verändert schaust du aus. Ja. Hey. Dein Kopf, dein Gesicht, ganz verändert. Mein Gesicht? Red doch keinen so schmalen. Mein Gesicht ist wie immer. Hochgeistig, markant. Lass dich mal genau anschauen, Luisel. Komm, lass dich anschauen. Ja, jetzt sehe ich es auch. Was siehst du denn? Luisel, dein Kopf, der ist gewachsen. Mein Kopf? Ja, Ah, red doch keinen so ein Schmarrn. Mein Kopf ist wie immer. Da schau mal hin, die intelligente Stirn. Ja, da schau, der Mundwinkel, alles, die Nasen, genau in der Mitte. aber du sagst doch selber, dass du der Hut nicht mehr passt. Mein Hut, der passt.
Geh, Papa, jetzt siehst du selber, dass er da nicht passt. Der passt wirklich nicht. Was ist denn das? Ja, vielleicht muss ich mir die Haare mal wieder schneiden lassen, das kann schon sein. Ja. Aber ich habe seit gestern habe ich da hinten so einen stechenden Schmerz. Ja, siehst du das, siehst du das? Das kommt wahrscheinlich daher, weil ich gestern 6,5 getrunken habe. Ja, 16, ich muss auch. 6 waren's. Höchstens 7. Ja. Aber das hat mir doch sonst nie was ausgemacht. Das gibt's doch gar nicht. Also ich hab immer gemerkt, wie viel dass du gesoffen hast du mir nie was vormachen können. Ja, ich verstehe das nicht. Aber weißt du, Losl, mir fährt schon die längste Zeit auf, du wärst in letzter Zeit immer narrischer. Was wär ich, ha? Nein, nicht narrischer, sondern nervöser, meine ich, nervöser. Bei jeder Gelegenheit gehst du gleich auf. Ja, da sollte man vielleicht nicht aufgeben, wenn die Tochter einen Kerl ins Haus bringt, den ich nicht schmecken kann. Ja, es regt dich nicht auf, sie hat dir doch schon gesagt, dass mein Franzl Schluss ist. Ja, das wird der... Oh, jetzt sticht's wieder. Was ist das? Papa! Komm, Du schaust richtig schlecht aus. Oh, ja, ganz schlecht. Hast Fieber auch? Was hab ich? Ja, du hast ja ganz nasse Haare. Ja, red doch keinen Schmarrn, wenn ich meinen Tag waschen hab. Gib mal meinen Hut her. Na, Papa, das ist vielleicht doch gescheiter, wenn du... Meinen Hut will ich haben. Ja, Papa. Der passt nicht, das ist... Luisel, Was ist? trink jetzt einen Kaffee, schau, dann wird's dir vielleicht besser gehen. Ja. Ja. Du schau. Sag einmal, Alti, Was denn, Schatzi? meinst du wirklich, dass mein Kopf größer geworden ist? Ja, sei mir nicht böse, Luis, aber mir kommt schon so vor, als wäre dein Kopf größer geworden. Was meinst denn du, Tradl? Ja, ich weiß nicht, Papa. Ich hab direkt Angst um dich. Ja. Du schaust aus wie ein Vollmond. Jesus Maria, Luisel! Tag, Seda? Ja? Ach, du bist das Lenz. Ja, warte mal einen Moment. Papa, der Lenz möchte mit dir reden. Papa, der Lenz ist am Telefon. Was ist das? Der Lenz ist dran. Der Lenz ist da, so. Ja, Lenz. Ja. Nein. Ja. Nein. Nein. Nein, das geht nicht. Ich bin nicht gut beieinander. Ich fühle mich unwohl. Ja, schlecht ist mir, du Depp, du. Nein, du musst allein gehen. So ein langer Maul stehe ich nicht durch. Da ruft mich morgen an. Vierte Lenz. Luisel, mein Gott, muss dir schlecht gehen, wenn du so eine wichtige Sache einfach fahren lässt? Ja. Ich glaube, ich gehe lieber wieder ins Bett. Ja, ja, und du ziehst erst einmal den Sakko bitte aus, du kannst nicht mit dem Gewand ins Bett gehen, gell? Das geht ja nicht. Komm her, und dann koche ich dir sofort einen Baldrian-Tee. Meinst du nicht, dass ein Tee mit Rum besser wird? Baldrian-Tee, hab ich gesagt. Wahnsinn. Das ist der kreislige Hund, da wo an die Katzen nachlaufen, gell? Jetzt riechst du schön wieder ins Bett, gell? Ja, dann geh ich halt ins Bett. Dann weiß ich nicht, was du dir für eine kreisliche Krankheit zugezogen hast, Was gell? ist das? Ja, vielleicht ist der Schwamm, Was für ein Schwamm? der Säuferschwamm. Okay, red doch kein so schmalen. Ich will die paar halbe Bier am Tag. Oder ein bisschen mehr. Ja, das ist vielleicht... Du Traudl, sag einmal, wer heißt denn die eine Krankheit? Da waren Zehen und Fiers und der Kopf zum Wachsen anfangen. Ja, ich weiß nicht, die Krankheit, die heißt... Ja, warte mal, die heißt... Wie heißt's denn? Elefantitis. Elefant was? Titis. Und da werden die Füße größer. Ja. Und die Hände? Ja. Und der Kopf? Ja. Da muss ich sofort ins Bett. Ja, pfui Teufel. Das nennt sich Gesundheitstee. Naja. Aber den soll er ruhig trinken. Den vergunn ich ihm. Schatzeli! Nehmen wir es so. Ja, riechen tut's da wie in einem Krankenhaus. Demnach hat meine Kuh schon angefangen. Da muss ich gleich mal nachschauen. Ah, da schau her. Die Widerstände lassen nach. Ja, beträchtlich. Ah, Max,
Grüß dich. Ja, grüß dich, Conny. Wie schaut's aus? Weißt, ich wollte bloß einmal hören, wie sich die Sache entwickelt hat. Der Rutenach hat's hingehauen. Und wie es hingehauen hat, großartig hat's hingehauen. Schon beim ersten Hut sind ihm die Augen übergegangen. Ja, na, wirkt der mein Kur schon, hä? Und wir und Traudl und ich, wir haben die Sache noch richtig schön ausgewalzt. Geh, sitz dich doch her zu mir. Ihr habt das richtig ausgewalzt. Ja. Ah, die ist recht. Und was tut er jetzt? Jetzt liegt er im Bett. Du sag das. Und seit er in dem Doktorbuch gelesen hat, hat er bald auch jede Krankheit, die drin steht. Ja, ja. Das macht nur seine Einbildungskraft. Und die ist beim Luis besonders stark ausgeprägt. Oh, ganz und stark. Darauf habe ich gebaut. Ja. Du wirst es sehen, Conny, jetzt dauert es nicht mehr lang, dann frisst er mir aus der Hand. Das glaube ich wieder weniger. Ganz im Gegenteil, Max. Wenn uns der draufkommt, was wir mit ihm treiben, dann brauchen wir zwar keine Sorgen mehr. Wart's ab, Conny. Wart's ab. Wenn wir die Geschichte so weitermachen, wie sie anschaut, dann bleibt der Erfolg nicht aus. Ja, weißt, eine Viecherei ist das schon, was wir da mit dem Louis machen. Ja. Mei, ich sag das. Du hättest ihn sehen sollen, wie er gemerkt hat, dass ihm der Hut nicht mehr passt. Du, die Augen hat sie ihm rausdrehen wie einen Frosch. Kein Weiß ist er geworden. Und im Spiegel hat er sich mal angeschaut, als wenn er sein eigenes Gespenst drin sehen hat. Ja, mir hat er direkt leid da. Du, Conny, du jetzt ja nicht nachgiebig werden, gell? natürlich nicht. Du weißt, wie er die und die Traudel segiert hat. Ja. Von mir ja ganz zu schweigen. Mir hat er den Briegel zwischen die Füße geworfen und hat kein gutes Haar an mir lassen. Ja, weißt du, Conny, ich war ja mal bei Unterlegen. Ja, ich bin keine so eine Kampfnatur. Weißt, ich bin ein friedfertiger Mensch. Aber jetzt drehe ich den Spieß um. Weißt, es geht auch schließlich ums Glück unserer Kinder. Ja, freilich, du hast ja recht, aber weißt, ein bisschen Angst habe ich halt schon, wenn so alles rauskommt. Mein Gott, mir ist ein bisschen mulmig. Mir greift's mehr an, wie ich das sagen kann. Conny, da brauchst du keine Angst haben. Ich übernehme für alles die Verantwortung. So, na und wie geht's jetzt weiter? Genau nach Plan. Den ersten Hut hat er ja schon gekriegt. Freilich. Und der zweite hängt schon parat. Und beim dritten Hut, da tritt er volle Erfolg ein. Oh, Und nachher ist der Louis Wachs und wir können mit ihm machen, was wir wollen. hoffentlich, Max, hoffentlich. Ja, der Irrhabervater ist da. Grüß dich. Psst, nicht so laut, sonst hört's der Papa. Ist der Franz nicht mitgekommen? Nein, der ist geschäftlich unterwegs, aber er lässt die grüßen. So, dann sagst du ihm einen schönen Gruß von mir, gibst ihm das Busel und sagst ihm, dass sich nichts geändert hat, gell? Hast du das gehört, Conny? Das nennt man aufrichtige Liebe. Ja. Und deswegen hat sie jetzt den Louis so ein, dass er ums Hören und Sehen geht. Alte Herrschaftszeiten, kümmern Sie sich eher um einen Kranken. Ich glaube, der ist schon wieder zu gut beieinander. Ja, ich glaube, die Wirkung von ersten Hut lässt schon nach. Es wird Zeit, dass wir ihm den zweiten ins Gefecht schicken. Ja, warte mal, Max. Jetzt kriegt er zuerst einmal seinen Gesundheitstee. Da wird's ihm gleich wieder schlecht. Das ist gut. Na, Vater, und wie soll die Geschichte jetzt weitergehen? Planmäßig genau nach Kurplan. Wir praktiziert haben jetzt den zweiten Hut unter und dann den dritten und letzten. Dann, glaube ich, sind wir so weit, dass ich herkommen kann. Ja, und was wirst du machen? Ja. Herkommen und an Alois Taxe der persönlichen Kur nehmen. Und dass er mich holen lässt, für das müsst ihr auch noch sagen. Ach, Vater, ich bin heilfroh, wenn die Geschichte gut ausgeht. Die geht schon gut aus. Du, jetzt meine ich, wird's Zeit, dass ich gehe. Warte, da brennt er dir ein, wie schon. Grüß dich, Franz, gell? Ja, Für dich. mach ich. Nein, die Kipplingerei, die geht mir bloß auf die Nerven. Lass mich raus jetzt das. Du musst im Bett bleiben. Luise, du bist doch krank, das sieht doch ein Blinder. Ich sehe nichts und ich spüre nichts. Jetzt möchte ich das erste Mal ein halbes Bier und eine gescheite Brotzeit. Aber Papa, du spürst wirklich nichts. Nix außer dem Mordshunger. Vom Durst kannst du schweigen. Kannst gleich 2 halbe Bier bringen, gell? Ach, Luise. Ja, wunderbar. Frisch und jung wie das blühende Leben schau ich aus. Luise, Ja, pass mal auf, dass du ja keinen Rückschlag kriegst. da. Pass für du auf, dass du keinen Rückschlag nicht kriegst, bis du gleich das machst, was ich da anschaff. Schau, dass du Brotzeit herbringst. Ja, gleich. Wunderbar. Besser kann man mich gar nicht zeichnen. Ja. So, und jetzt ziehe ich mich an und gehe meine Geschäfte nach. Kannst du mir gleich ein frisches Hemd da herrichten, gell? Ja. Ja, dann frisieren dürfen die mich vielleicht ein bisschen, gell? Ja, und vor allen Dingen einen Schlafanzug ausziehen. Den Schlafanzug ausziehen, gut. Mach ich. Ach so, ja.
Alter, schau her. Schau her. Ich sieh's schon. Sieh das, ich hab das gesagt, dass du krank bist. Das ist mein Kopf nachgereißen. Ja, freilich. Der geht immer mehr auseinander, dein Kopf. Das gibt's doch gar nicht. Was habt ihr denn für eine kreislige Krankheit? Weiß ja nicht. Alter, tu mir das Doktorbuch her. Doktorbuch natürlich, Luisa. Du schau her. Schau am besten einmal unter S noch. Ja, da her. Und der Säuferschwamm. Hä? Oder unter SCH. Wieso denn SCH? Ja, Schweinschädel. Nein, jetzt weiß ich's, Luis. Unter E musst du schauen. Warum nicht unter E? Unter Elefantitis. Um Gottes Willen. Eiterballen. Einläufe. Ekzeme. Embryo. Weißt du, dass ich schwanger bin? Okay. Herrschaft, da steht nichts da von der Elefantitis. Die steht wahrscheinlich im Brems Tierleben. Such mal weiter, komm. Entlausung, Enteritis, Epogoni, also was es gibt, Epidermis. Ah, da steht sie. Hast du es jetzt gefunden? Also lies. Elephantiasis. Weil das Wort, das klingt schon wie das Leiten von einem Totenklickerl. Papa trinkt einen Schluck Bier. Nein, ich brauch kein Bier. Jetzt lies einmal, was das für eine Krankheit ist, Luis. Krankheit. Vielleicht ist ganz was harmlos. Elephantiasis. Krankhafte Verdichtung der Haut und des Unterhausbindegewebes. Was? Krankhafte Verdickung der Haut und des Unterhautbindegewebes als Folge wiederholter Entzündungen und Stauungen in den Lymphwegen. Versteht ihr das? Stau die Lymphwegen. Ja, Luisel, das verstehe ich schon. Du, die werden wahrscheinlich meinen, Stauungen in den Trinkwegen. Ja. Weißt du, Luisel, das viele Bier, das du immer getrunken hast, das hat sich jetzt alles im Hals gestaut und ist dein Kopf gestiegen. Oh, Papa! Was blärst du denn? Ich hab Angst um dich. Ja, warum denn? Ja, wegen den Stauungen. Krankhafte Verdichtung. Verdickung, nicht schon wieder Verdichtung. Verdickung der Haut und des Unterhautbindegewebes. Ja. Die meinen die Schädelhaut. Natürlich meinen die Schädelhaut. Ja, das ist schon. Und recht haben sie auch noch. Schau mir an, wie ich ausschaue, Alter. Fürchterlich, Luisel. Wo hat man denn nie so eine kreislige Krankheit geholfen? Ja, in die Wirtshäuser. Nur in die Wirtshäuser natürlich. So, jetzt kannst du schauen, bis du es wieder losbringst. Ja, jetzt nicht, ich bring's schon wieder los. Ja, aber wie denn, Luisel? Ich hol den Doktor, Papa. Das Der Doktor braucht das gar nicht wissen. Der Doktor ist ein Leidausschmierer, genau wie der Irrhuber Max. Sei gescheit, lass uns einen Doktor holen, Luisel. Na, weißt du, was ich mache? Was denn? Ich fahre zum Wurzelsepp auf Ampfing, Oh. weil der hat meinen Vater schon immer kuriert. Der hat immer so mit der kalten Wasserspritzen gearbeitet oder sowas. Nein, lass uns doch lieber einen Doktor holen, bevor es spät ist. Ja, Papa. Nein, ich brauche keinen Doktor. Jetzt probier es zuerst mit dem kalten Wasser. Weißt du, wie ich immer zum Schwimmen gegangen bin? Da, wenn es recht kalt war, da hat es mir immer alles zusammengezogen. Luisel, leg dich lieber ins Bett, das ist gescheiter. Nein, ins Bett gehe ich nicht, da stirbt Leute im Bett. Nein. Lach nicht, du Fratz. Hast du keinen Spaß mehr, nicht, was wir da mit dem Vater treiben? Jetzt haben wir einen ganz schön Zangerl, gell? Ja, ganz schön Zangerl. Find das gar nicht lustig. Weißt du was, Traudl? Ich sag jetzt deinem Papa, dass das bloß ein Spaß war. Na, das wirst sagen, wir kriegen Papa nur so weit, dass er nicht mehr außer Haus geht und dass er kein Bier mehr trinkt. Ja, und das ist doch der Sinn und Zweck von dieser Kur. Na, Traudl, ich mach das nicht mehr länger mit. Ich sag ihm, dass das bloß ein Gaudi ist. Nix wirst sagen, kein Wörter wirst sagen. Mama, wenn du uns die Geschichte verpatzt, dann geh auf der Stelle weg von da und du siehst mich nie mehr, die schwöre da. Traudl, verstehst du das denn nicht? Schau, ich hab doch deinen Papa viel zu gern, dass ich ihn leiden sehen kann. Die darfst du mit dem Franzl ganz genauso wie ich. Ja, rein. Grüß euch, wir stehen in die Aktien. Mein Franzl, gut, dass du kommst. Mama will uns die ganze Geschichte verpatzen und ein Papa alles erzählen. Warum? Klappt was nicht? Viel zu gut klappt's. Er putzt jetzt wirklich ein, er hat die Elefantitis. Das ist doch großartig. Na, so großartig finde ich das auch wieder nicht.
Na, du hättest gleich sehen sollen. An alle Glieder hat er zittert. Pfundig, die Kuh, die haut hin und zurück. Ja, du wirst gleich sehen, wenn man Alter hin und zurück haut. Ich bin gespannt, was wir mit ihm da treiben. Das tut er schon nicht. Dein Mo, der wird noch so klein. Mit Hut. Apropos Hut, der wievielte waren schon dran? Der zweite. Der zweite erst. Und schon so eine Wirkung. Geh weiter dran, hol den dritten. Freut mich die Gaudi. Mich freut die ganze Gaudi wieder weniger. Franzl, du hättest ihn sehen sollen. Franzl, wie der gelesen hat, was die Elefantitis für eine greisliche Krankheit ist. Du, ich sag dir, sowas darf man mit einem Menschen nicht machen. Sowas darf man ihm nicht einreden. Sonst kriegt er es am Ende wirklich. Mama, der Papa nimmt nur so viel Schaden davon, wie er vertragt. Gell, Franzl, so ist doch. Ganz bestimmt. Und der ist hart im Nehmen. Wirst sehen, was du noch für ein braves Mandel kriegst. Das wird das reinste Osterlamperl. Du weißt, eigentlich war er mir immer ganz recht, so wie er war. So richtig stark, männlich, herrisch. Ein richtiges Mannsbild heute. Und kein Waschlappen. So ein Unsinn. Sekiert und schikaniert hat er uns. Und von den letzten 16 Halbe und 16 Schnaps überhaupt nicht zum Reden. So schlimm ist es auch wieder nicht gewesen. Komm schon. Geh mal in die Küche. Ich muss euch noch ein paar Instruktionen erteilen. Ja, das Bier nehmen wir aber mit. Das heißt nicht sich, geh weiter. So eine kreislige Krankheit kriegen. Also benannt bin ich, wie wenn sie mir einen Holzbriegel drüber gehauen hätten. Das gibt's doch alles nicht. Das gibt's nicht. Ich bin's. Ich bin's. Ich war nie schöner. Nachschauen. Ob da nicht was. Was ist denn das? Seit wann wird denn bei uns geraucht? Aha. Da ist scheinbar mein Freund Dirlhaber wieder am Werk. Ah, da schau her. Aufmachen, sag ich! Ja! Aldi! Ja! Da gehst du rein, aber schnell. Ja, ich komm gleich. Luise? Brauchst du was? War wer da, währenddem dass ich geschlafen hab? Nicht, dass ich wüsste. So. Und was ist das? Was denn? Kennst du das nicht, was das ist? Das da. Das ist, glaube ich, so ein Zigarettenzuzel, gell? Eine Zigarette. Und den hast wohl du geraucht, hä? Los, ich rauch doch gar nicht. Eine Antwort will ich jetzt. War wer da? Ja, es war jemand da, aber reg dich nicht auf. Wer? Wenn du ganz ruhig bleibst, dann sag ich's dir. Ja, raus mit der Sprache. Der Irrhuber war da. Was, der Irrhuber? Hab ich dir nicht gesagt, dass ich mit dem Lump nichts mehr zu tun haben will? Aber er ist doch bloß wegen dir gekommen, los. Hinter meinem Rücken so eine Geschichte. So was gibt's bei mir. Um Gottes Willen, dein Gesicht, Was ist denn? dein Kopf, der wächst immer mehr und mehr. Der geht aus der Land wie der Sauerteig. Luise, schau, es ist doch bloß, weil ich mir solche Sorgen wegen dir mache. Und deswegen habe ich an ihr Lober kommen lassen, dass ich ihm sagen kann, wie schlecht es dir geht. Der weiß also schon. Ja, alles habe ich ihm gesagt. Dass der Kopf immer mehr wächst. Deswegen passt der kein Hut mehr. Und dass dir furchtbar, furchtbar schlecht geht, habe ich gesagt. Luisa? Was spekulierst du? Ich begreife einfach nicht, dass es eine Krankheit gibt, wo an der Hut nicht mehr passt. Sag einmal, was hat denn der Irrhuber Max gesagt? Er hat gesagt, er war unter Umständen bereit, dir zu helfen. So aus christlicher Nächstenliebe sozusagen. Ich pfeife ja... Auf seine christliche Nächsten. Marcel, jetzt sei doch gescheit. Schau, der Irrhuber Max, der hat doch schon so viel Leid geholfen. Ja. Ja, zum Beispiel der Kutzerbärbel, die den kreislichen Kropf gehabt hat. Was? Ja, oder ein Hubenbauern sein Echt, der wo den Haxen 3 oder 4 Mal gebrochen hat. Ja, und der Büchlerrest, wo der Gaul in den Hintern geschlagen hat. Ich hab aber keinen Kropf. Nicht? Und mir hat seinen Hax nicht abgehauen. Und der Gaul hat mir auch nicht das Hirnkasten aufgehauen. Aber irgendetwas fällt da am Hirn. Mir passt mein Hut nicht mehr. Ja, eben. Herrschaft, das gibt's doch nicht. Wie sowas gibt. Ah! Schau, Alter.
Schau mich an! Um Gottes Willen! Alter, ich schau aus wie einer von der Schiffschaukel. Was ist, fahren wir nochmal? Komm, Loisel, sitz dich hier, wir müssen doch was tun dagegen. Was soll ich denn machen? Ja, lass mich doch einen Irrhuber Max holen. Nein, nein. Meinst du, dass man dir helfen kann? Natürlich, der kann doch alles, der Irrhuber Max. Schau, Loisel, ich will dich doch nicht verlieren. Ich will doch noch nicht Witwe werden. Witwe, spielst du ein bisschen? Da muss ich ja sterben. Ja, Umstände halber schon. Jetzt, da sticht's mich schon wieder. Da, was hab ich denn da? Ja, da wird wahrscheinlich der Bauch auch wachsen. Umfrieren tut's mich. Frieren tut's Mir, hab ich noch nie gehabt. Mein armes Loisel, bring dir sofort den Dicken, gell? Ja, sei so gut. Mein armes Hascherl, du. Jetzt hat's mir richtig, die Elefantitis. Um Gottes Willen. Hoffentlich wächst mir kein Rüssel. Psst, geh weg! Geh weiter, lass mich bleiben. Geh weg! Ich hab gehört, dir geht's nicht gut. Wenn ich die sehe, dann geht's mir noch schlechter. Jetzt war's aber doch schon langsam an der Zeit, dass dich an meinen Anblick gewöhnst. Schwiegervater. Schwiegervater? Ja, du schaust sehr schlecht aus, Schwiegervater. Gerade so, wie wenn's dem Pfarrer nötiger braucht, als das wird ein Doktor. Jetzt bist du aber nicht gleich stark, aufregen, gell? Schwiegervater, ganz ruhig. Aber sagt der Schwiegervater zu mir und ich kann mich nicht wehren. Ich schmeiß den aus, ich sag das. Probier's. Ich hau dich. Tu's. Nein, ich kann dich nicht zusammenhauen, ich bin krank. Was? Schau mal her, Loisel. Du bist da. Ja, ich hab gehört, wie schlecht, dass dein Mubbe an ist und da bin ich natürlich sofort hergekommen. Jetzt haben wir einen Buckelschieber am Ei wickeln, weil der Buckel ist nämlich die wichtigste Körperstelle. Von da aus gingen nämlich die ganzen Nerven in den Kopf auf. So, und die Füße müssen wir hochlegen. Du, da würgst mich auch hier auf. So, die Füße müssen wir hochlegen, das ist auch sehr wichtig. So, einmal schlafen Oder und zweimal. Schau mal, Alter, was der mit mir macht. lass den Franzl schon machen, der weiß schon, was er tut. Sehr bedenklich. Sehr bedenklich. Was ist bedenklich? Die Anschwellung deines Kopfes, besonders die hintere Partie. Hast du Schmerzen, Schwiegervater? Nein. Der haut mir einen Kopf. Spinnst denn du? Was? Jetzt braucht man noch so eine kalte Kompressen auf den Kopf auf, ja, damit die Hitze abgedämpft wird. Geh weiter, hol ein nasses Handtuch, aber eiskalt muss sein. Eiskalt? Sehr gern. Was machst du hier alles mit mir? Was spürst du denn du eigentlich so auf? Du bist doch gar kein Doktor. Na, das nicht. Aber ich kenne mich doch aus bei den Viehkrankheiten. Bei den Fick? Ja. Es ist Und mein Vater ist ein berühmter Heilpraktiker. Und mit der Wünschelruten kann er auch umgehen. Dein Vater ist ein Leibbetrüger. Was sagst du? Ich mein, dein Vater schmiert die Leute gern aus. Ja, dann ziehen wir die gleich wieder Ah, aus. ich bin wirklich krank. So, da schau her. Da haben wir jetzt diese eiskalte Zypressen. Ja. Die legen wir jetzt auf den Kopf. Dann wird das Geschwulz gleich wieder vergehen. Ja. Die bringen mich halb um. So, dann tun wir halt die Füße auch wieder hochlegen. Weil es ist ja sehr wichtig für den Blutkreislauf, gell? Ja, siehst du das? Na ja, und ich werde halt dann jetzt einen Doktor holen, gell, wenn der Irrhuber Max schon nicht kommt. Nein, ich brauch keinen Doktor. Sag mal, Franzl, meinst du, dass mir dein Vater helfen kann? Ich mein, Elefantitis ist doch eine recht seltsame Krankheit. Mein Vater, der kennt alle Krankheiten. Angefangen vom Rheumatismus bis zum Schweinerotlauf. Schweinero? Bring mich die auf Also, ihn. auf Deutsch soll das also heißen, dass die mein Vater in Behandlung nehmen soll. Habe ich dich da recht verstanden? Naja, jetzt sag einmal, wen soll ich denn holen? Ein Doktor, ein Irrhuber Max oder ein Pfarrer? Am Pfarrer? Ja. Aber warum nicht am Pfarrer? Weiß, was jetzt kommt. Und da ist doch besser, dass auf die Himmelfahrt schon vorbereitet. Auf die Himmelfahrt? Also, da möchte ich mir vielleicht keine Frage noch lösen. Also, was ist jetzt? Wen soll ich jetzt holen? Vielleicht doch ein Irrhuber Max. Ja, es fragt sich natürlich, ob mein Vater überhaupt kommen will, gell? Ah, du meinst, der wehrt sich? Der darf mir gar nicht helfen. Das ist aber weit entfernt von der christlichen Nächstenliebe. Verdenken kann man es ja nicht, nachdem was in all den Jahren zwischen euch zwei vorgefallen ist. Ja, es kann natürlich sein, dass er kommt, wenn du bereit bist, dich mit ihm auszusöhnen.
Das ist schlimmer für mich wie mein Kopf. Na, Loisel. Loisel, Was? komm. Ja, dann hol er den Baum, schau ich den. Kann er nicht hinkommen. Das richtige Wort am richtigen Zeitpunkt, gell? Ja, so. Dann kann ich dir jetzt sagen, Tradl gut, ja, Max. Ja, der soll jetzt kommen, der Quacksalber, Da der. ist auch schon die Draht von meinem Vater. So, Was? sag einmal, möchtest du gern mit Max allein sein oder soll mir dabei bleiben? Allein. Allein. Loisel. Und jetzt tust du das, was notwendig ist. Söhn dich endlich mit Max aus. Mach am Frieden. Ja, Alter, lass mich allein in meiner schwersten Stunde. Das ist schon alles so komisch stark da. Wie in der Kirche. Da liegen tue ich, wie wenn sie mich schon aufgebaut hätten. Jetzt ist er da, der Bazi. Herein. Wer ist denn da? Ich bin's alles, der Max. So, du. Ja, wie schaust denn du aus? Ich kenn dich ja kaum noch. Ich bin krank. Das habe ich schon gehört. Ich habe eine ganz seltene Krankheit. Die Elephantitis. Elephantiasis heißt's. Wie es heißt, ist mir wurscht, ich hab's. Ist dir das schon mal untergekommen? Recht selten. Ich darf sagen, fast gar nie. Da verstehst du nichts davon. Da kannst du dich gleich wieder schleiern. Ich verstehe alles, was ich verstehen will. Ja, dann hock ich halt hin da. Ja, fang endlich an, oder wartest du auf meinen Tod? Ja, mit was soll ich denn anfangen? Mit den Leichenschmaus. Sag mal, spinnst denn du? Mit der Behandlung sollst du anfangen. Bei mir ist es so, bevor ich bei jemandem eine Heilbehandlung anfange, rede ich mich mit denjenigen aus. Und mir kommt vor, wir zwei haben uns besonders viel zum Ausreden. Ja, dann fang halt an. Ja, du hast mich holen lassen, fang doch du an. Mit was denn? Das ist doch mir wurscht. Ja, fang ich mit meiner Krankheit an. Ah, die können wir uns für den Schluss aufgehalten, schlage ich vor. Gut. Dann reden wir über uns zwei. Gut, reden wir über uns zwei. Wie lange streiten wir denn schon? Jetzt warte mal. Ja, eine gute 20 Jahre wird es her sein, dass wir uns das erste Mal prügelt haben. Stimmt. Ich kann mich da ganz gut daran erinnern. Ja. Du hast ja jede Gelegenheit wahrgenommen, um mir zu beweisen, dass du der Stärkere bist. Ich weiß ja. Ja, da. Aber da herum, geistig, war ich ja dir immer weit überlegen. Möchtest du vielleicht sagen, ich bin blöd, ha? Ja, jetzt sag mal endlich, was so eine Behandlung von dir kostet. Ja, nur langsam. Langsam. Was, bevor ich für dich überhaupt so einen Finger krumm mache, möchte ich wissen, was ich für meine heilpraktischen Ratschläge zu erwarten habe. Ja, wer garantiert mir denn, dass du heilen kannst, ha? Kannst du mir eine Garantie geben? Ich glaube schon. Ja, dann fang endlich an. Seit ein paar Tagen bin ich nicht mehr richtig auf dem Damm. Ja, dann ist mir schlecht und dann friert es mich wieder und dann schwitze ich wieder und der Hut passt mir nicht mehr. Ja, mit einem Wort, ich bin krank. Ja, da hat mir Traudl schon was gesagt. Ja, dann fang halt an und sag mir, was kostet. Und hör mir die saudummer Geschichten auf. Luis, so saudumm sind die Geschichten gar nicht. Weißt, wir haben fast 20 Jahre das Leben sauer gemacht. Du warst gegen mich, was noch ein bisschen sein hat können. Du bist auf mich umeinander geritten, als wir auf einen alten Gaul. Ja. Und das hat mir schwer zu schaffen gemacht. Angefangen bei der Geschichte mit der damaligen Kuni Singer, die du mir weggeschnappt hast, bis zur Liebschaft zwischen meinem Buben und deinem Dirndl. Ja, du hast um sie halber so behandelt, als wären wir mehr Grattler waren, als oben auf der
Brinsuppen dahergeschwommen werden. Dabei hast du nicht halb so viel fertig gebracht, als wie ich in meinem Leben geschaffen hab. Ich bin ein gesuchter Windschelruttengänger. Mein Geschäft als Brunnenbauer geht so gut, dass du gegen mich ein armer Schlucker bist. Du bist ja ein Großmaul. Ich bin kein Großmaul. Aber das, was er dir jetzt sagt, das musst du schon anhören. Jetzt holst du den Maul, ich schmeiß dich raus. Damischer Teufel, du Grafbrutz, du. Jetzt bist du da, jetzt rede mal ich. Verstehst? Jetzt werde ich einmal die Wahrheit sagen und wenn du ein Wörter dagegen sagst, dann lass ich dir dein Storschell angeschwellen wie ein Wasserkiesel, dass er jetzt platzt. Sag mal, wer redst denn du überhaupt mit mir, ha, du? Und 20.000 Mark bar auf die Hand. 20.000? 20.000. Und wenn meine Tochter mal heiratet, dann kriegt sie einen Hof mit 40 Tagwerk und einen Haufen Fichtzeug. Und? Hä? Was denn noch? 50.000! Ja, na können wir doch die zwei zusammen heiraten lassen. Du, da haben sie miteinander 70.000 Mark. Ja, das ist ja ganz nett für den Anfang. Ich bin krank, ich kann jetzt nicht über das Geld reden. Da waren wir wieder beim Kostenpunkt. Ja, sag halt, was die Behandlung kostet. Ich verlange für meine Behandlung kein Geld. Ja, wie bist du zu so viel Geld gekommen? Als Windschelruttengänger und Brunnenbauer, du Finanzspitzel, du. Ja, und der Heilpraktikerei? Mei, das mache ich nur aus purer Nächstenliebe. Jetzt sag mir endlich, wie teuer ist denn die pure Nächstenliebe bei dir? So teuer ist, dass sie unsere zwei Ableger zusammen heiraten können. Das ist die reinste Erpressung, gell? Das sag ich dir. Das ist doch gar kein Preis, wenn ich dir helfe, die Krankheit loszuwerden. Weißt du, was du... Jetzt sticht's wieder da hinten. Jetzt sticht's mir wieder. Das werden wir gleich haben. Mit der Ruten da? Aber alle mit der Rücken. Was machst du denn jetzt? Jetzt bist du bleib sitzen, rühr dich nicht und denk fest an mich. Um Gottes Willen, das auch noch. Und sag dir im Stillen, dass ich dir sämtliche Schmerzen wegnehme. Aber bedeuten, wenn es nichts tut, dann schmeiß ich die hochkantig hinaus, gell? Stark bist jetzt. Ah! Oli, hauen mir einen Kopf auf. Halt den Mai jetzt. Stimmt, genau. Quer durch geht der unterirdische Wasserader. Daher die Nervosität. Was machst du denn jetzt? Schauen wir, dass das wieder alles zurückgeht. So, du Bazi. Jetzt kannst du aussteigen aus der Himmelfahrt. Brauche ich nicht unter die Kartoffel. Ja, da müssen wir alle mal hin. Einer früher, der andere später. Ja, und wann gehe ich? Das hat noch Zeit. Tut dir die Massage gut? Aber wird schon weich, wird schon weich. Jetzt, Luis, kannst du aufstehen. Ja, steh ich auf. Ja, steh ich auch nicht. Was ist denn mit euch da los? Hatta, was ist denn da? Wie geht's dir denn jetzt, Luisl, hä? Ja, eigentlich ganz gut, gell? So gut, dass ich gleich einen Spaß mache, gell? Sag einmal jetzt auf einmal, nach 5 Jahren Waffenstillstand. Luis, aber zuvor hast du noch was Wichtiges zum Tun, gell? Ja, was denn noch? Geh weiter. Gib die zwei da zusammen. Bütchen, Papa. Ja, ich hab die Tradl sehr, sehr gern. Für ein ganz Leben lang. Schau her, du alter Brummbär. Dir fehlt doch gar nichts weiter als wir ein braver Schwiegersohn, ein paar liebe Enkelkinder und ein bisschen ein innerer Frieden. Ich glaube, er spielt Weihnachten mit mir, ha? Ja, stellen wir uns einmal vor, es wäre Weihnachten. Und jeder schenkt den anderen was. Ja? Luis, schau her. Von mir, da kriegst du einen Hut. Nur so ein Krippi, der wo nicht passt. Jetzt komm, probier halt zuerst einmal. Passt er.
Was ist jetzt groß? Wie gibt's denn sowas? Ein kleiner Trick, Luis. Dein Kopf war und ist normal. Wir haben uns nur erlaubt, dir 3 andere Hürden unterzuschieben und ein bisschen was Dummes einzureden. Da sind's. Was? Ja, hier eine Bagage, ich aber euch werde ich helfen, das sag ich euch, gell? Es war wieder alles umsonst. Ja, warte. Ja, Linz, da ist der Alois. Jetzt passen wir auf, Linz, was ich da sag. Macht's in Zukunft auch einen Träger lohr. Läusel nicht so ordinär vor die Leute. Ach so, ja. Auch einen Schmutz soll's allein machen. Ja, weil ich leg nämlich alle Ämter nieder. Weißt, bei uns wird nämlich geheiratet und da gibt's viel Arbeit. Ja, viel Arbeit gibt's, weil geheiratet wird. Der Depp versteht da am Beirat. Weißt du was? Da kommst du drüber, da kannst du ein bisschen mitfeiern, wir feiern in der Verlobung und dann sag ich dir alles, da kannst du die ganzen Papiere mitnehmen. Aus, Ende der Durchsage. Der Läusel, Was? das ist der schönste Tag in meinem ganzen Leben. Ja, ist schon gut. Jetzt gehst du lieber zum Wirt, holst ein paar Flaschen Wein, dann feiert man. Ja, braucht nicht der Beste sein. Nein, Luis, Was? dann hat er die Kur doch gut getan. Alter Schlawiner. Jetzt hast du doch in meine Familie reingedruckt. Ja, Habt ihr jetzt gehört, ihr zwei Verschwörer? Natürlich haben wir es gehört. Papa. Sagt er schon wieder Papa zu mir? Sag mir nicht,